So Leute, ne, nach der letzten katastrophalen Folge mit Tingles Ausrüstung, Junge, sind wir hier zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom und hoffentlich sowohl mit der Höhle, also mit der Höhle da hinten oder oben oder keine Ahnung wo ist die, ich glaube unten, ne? Ja genau, von da aus. Ja, machen wir uns heute auf die Suche nach dem Set der grimmigen Gottheit, ne? Ich meine, Junge, das hat gedauert. Das alles nur die beiden Höhlen, nicht für 2 Kleidungssets, nee, sondern für ein Rätsel, um ein Kleidungsset zu bekommen, ne, von Tingles Ausrüstung. Da ist immer richtig übel. Und hier unten, ich meine, die Höhle, ich meine, auf die Idee zu kommen, ja, du musst da mal pfeifen. Mann. Wenn die scheiß Tür aufgeht, ne. Tingles Mütze selber, wir haben im Untergrund gefunden, wenn man richtig erinnert, oder war das auch hier oben, weiß gar nicht mehr. Wir haben schon so viel gefunden, ich bin ein richtiger Finder. Egal. So, wir machen also jetzt weiter mit dem Set der grimmigen Gottheit. Ich gucke mal, was hier so die Quest betrifft. Ne? Wir haben ja genau, das ist die hier. Woher wir eigentlich kommen. Gegenstand der grimmigen Gottheit hier zurück. Damit es gelingen kann, musst du 3 Orte aufsuchen. Die Schlafkammer auf der roten Zitadelle in Akala. Ja, da ist klar. Also des Totenschädels linkes Auge. Und nach dem uralten Baumstumpf auf der Ebene von Hyrule. Löse das Rätsel und schnapp dir den Schatz. Gut, machen wir das mal. Und zwar, Punkt Nummer 1 müsste ungefähr, warte mal, da bin ich jetzt gerade mit dem. Das müsste, ja, Ruin von Akala, ne, ist ja hier. Ich habe sogar so einen. Geh mal kurz dahin, ne. Und ich glaube, der größte Witz in der Sache ist, wir waren hier sogar schon. Wir waren, aber ganz ehrlich, das sind. Aber ich finde es ja cool, dass Schätze nicht nur alle im Untergrund sind, du mit den Karten halt aus dem Himmelsreich, der Himmelsebene. Ihr wisst schon. Finden kannst. Ja, schon wieder. Himmel, oder? Ja, was Himmel. Aus dem Himmel finden kannst, sondern dass es auch noch andere, wenn noch keinen gibt. Jetzt fängt es noch an zu donnern. Ihr kriegt die Krise hier. Dann nehmen wir das Gummiset. Gewitter Elektroangriff. Ja, okay, wenn ihr selber da zum Blitzableiter wäre, das eher doof. Kann man gucken, ob wir trotzdem Schaden kriegen, ne? Wenn wir täusche, gab es hier doch auch. Oh, das ist gleich richtig lustig. Nee, und nicht irgendwie, Ich hab Angst. Da unten sind doch die. Oh fuck. Geröst durch Blitz und Donner. Tja, so kann's gehen, wa? Nein, Link, hör auf damit. Was sagen wollte, und waren doch Ganons Fluchhände. Gandalfs Fluchhände. Die scheiß Miasma-Hände halt, ne? Ja, da kommen sie auch schon. Ich hau ab. Tschüss. Oh. Da hinten sind sie. Wo sitzt? Ganz seltsamer Sound. Traut dem Ganzen nicht so sehr. Und hier durch? Versuchen sie irgendwie, ne? Ach, die Akala-Felsen, dass man die nie aufgebaut hat, ne? Na, toll. Die Musik, hey. La, la. Hier kommt Phantomgarn. Ja, wenn wir erstmal hier umgucken muss, muss man vorher platt machen, weil sonst nervt er mich nur.
Also, dann legen wir mal los. Haben wir's? Erinnerungsgewand, neues Reckengewand. Und ich hätte gerne ein bisschen Unterstützung, Freunde. Die anderen auch ein bisschen was machen. Man kann den tiefen Schuh von Minero geholt, ne? Fällt mir gerade auf. Na komm, wir haben es gerade gesehen, ihr seid hier. Hä? Verarsch mich gerade oder was? Ich rüste die Weißen aus und die hauen wieder ab. Der Trick ist neu. Was sind jetzt hier hin und suchen mich noch? Ja, die waren hier. Hä? Aber nur, hä? Haben sie nicht abgehauen? Okay, verstehe es nicht, aber egal. Also, die guten alten Akala-Ruinen, ne? Die kennt man, intakt kennt man sie eigentlich nur aus dem Spiel Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, tatsächlich. Ja, wir sind nicht mehr da. Gut, und hier irgendwo soll also was sein, ne? Ja. Mein Shiga-Sensor reagiert auch schon. Junge, Junge. Hä? Hier? Kann nicht sein. Hier sind ja auch falsch. Moment. Ah, jetzt fängt ja die Sucherei los, ne? Vielleicht sehe ich Sojameer. Das bleibt ein seltsamer Ort, warte mal. Karte. Inni von Südakala. Nee, das muss schon hier sein. Beziehungsweise hier hinten, ne? Ah, hier. Das ist natürlich sehr fies, ne? Aber ist echt offiziell eine Höhle? Ja, das heißt, hier müsste theoretisch noch irgendwo ein Ding sein. Mal die Tour aufmachen, ne? Für ein Set der grimmigen Gottheit. Warum die allerdings nicht im Untergrund ist, sondern hier oben, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aber ich nehme an, es hat auch damit zu tun, dass die Entwickler so gedacht haben, ah, ja, Breath of the Wild, ne, da hatten wir die Amiibos, komm, hier machen wir es ohne Amiibos, das kam natürlich auch ganz cool. Der Untergrund, ja, der ist neu, komm, wir verstecken dort alle. Da wird so, Houston, we have a problem, wir haben noch ein paar übrig. Was? Wir haben was vergessen? Okay, dann, ja, verstecken die halt einfach nur auf der Oberwelt. Was? Ja, wir haben keine Zeit mehr, macht schon.
Ich kann mir vorstellen, dass es genauso abgelaufen ist. So. Ja, ja, in jeder Höhle ist so einer. Major Signum. Dankeschön. Hä? Ist noch einer? Ja gut, heißt wohl, dass hier noch eine Höhle ist, ne? Tiefer? Dann ist hier wohl näher. Ja, dann ist hier wohl echt nochmal eine Höhle. Aber gut, darum geht es mir jetzt nichts, ne? Wir sind noch nicht auf der Suche nach all diesen Viechern. Nee, 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 da haben wir noch ganz andere Dinge zu tun. Und zwar müssen wir hier oben hin. Da waren wir zwar auch schon mal, muss aber trotzdem sein. War das hier die Region, wo ich auch schon die Statue der Göttin gemacht habe? Bin ich mir ganz sicher. Also noch so eine Sidequest rein, uns noch fehlen, ne? Ich muss schon längst mal einem der, naja, der anderen Drachen mal noch ein Horn abknallen. So, jetzt ist ein bisschen ein Problem, weil es regnet ja immer noch. Mir tauscht jetzt hier irgendwo noch ein Leunl in der Nähe, aber ja, gar keinen Bock drauf. Moment. Sorry, falsche Richtung. Muss hier rüber, ne? Da geht's auf den Abgrund. Uff. Oh, warte mal. Wäre praktisch, ne? Wenn der. Nein, natürlich. Natürlich keine Stelle, wo er rüberfliegen könnte. Auf die Schnelle immer heller. Ich könnte mir kurz Arbeit basteln. Aber am nächsten Tag, ne? Wir können noch kurz abwarten, bis der Regen aufhört. Oh, oder wir machen es so. Immer wieder praktische Dinger. Immer wieder praktisch. So. Ein Hof in Zeitumkehr, Freunde. So, hier, ne? Dann so ein Viech. Haben wir schon, ne? Okay. Oh ne, du bist auch da. Dumpster ist für alle da. Regen macht mir nix. Lass mal los. Dann nach vorne. Und weg. Jetzt darfst du aber selber runterklettern und ihn holen, ne? Ja gut. Dritter Dumpster, ist alles in Ordnung. Ja, ich sage, Dumpster ist für alle da. Okay. Könnte auch so klappen. Ich meine... Also komm. Wir wissen, das Ding fällt nach vorne. So, Batterie aber genug, da ist ja gar kein Problem. Bei dem Ding muss es da auch so machen. Boah, wäre zwar eine Idee, aber... Das glaube ich nicht, ne? Mache das so. Hänge es dazwischen. Verbinde es. Und es müsste halten. Michael ist für alle da.
Oder Link, besser gesagt. Ja, Link ist wirklich für alle da. Und suche hier was fest, ja, suche mal schön. Alles fertig, Mann! Das Traurige ist, du kriegst ja eigentlich nichts in Errungenschaft oder sowas in der Art, wenn du ihm überall geholfen hast, ne? Das ist einfach, ja, schön, dass du es gemacht oder so. Link, der Freunde helfen, das Nachbarschaft, ne? Spider-Man lässt grüßen. Ach du Scheiße, der Blitz. Der Blitz ist kein Witz. Hier heißt es... Das Totenschädel, das linkes Auge. Warte mal, nein, hol. Ja, soll offenbar das hier sein. Ja, war klar. Mal kurz die Waffen ablegen hier. Deswegen trage ich immer noch ein paar so Nani-Waffen dabei, weil man weiß ja nie. Natürlich jetzt ohne Froschrüstung auch ziemlich dämlich, was ich treibe. Ist natürlich nicht abgegradet, ne? So ein Mist. Moment. Rutschreduktion, okay. Zum Hochklettern müsste eigentlich reichen. Ich falle zwar auch immer wieder ein bisschen runter, aber generell müsste trotzdem gehen. Darf ich einfach nicht ungeduldig sein und springen wollen. Wenn du springst, dann rutschst du sofort wieder runter. Außer eben, ich hätte das natürlich schon upgrade auf Stufe 2, ich glaube, dann hätte er gar keinen Rutschen mehr. Also ich hoffe es zumindest. Wäre wünschenswert tatsächlich. Also, gab es dieses Set schon im Vorgänger? Breath of the Wild? Ich habe irgendwie so im Kopf. Ja, aber es hier nicht direkt in den Untergrund runter, ne? Ich traue dem Ganzen nichts. So geht's hier in den fucking Untergrund. Oh, falscher Bogen. Oder den hier. Oh, viele Knochen. Ja, ist ein Hinox. Das ist mal so einer. Aua. Autsch. Mein Schwert lebt noch. Aua. Jetzt nicht mehr. Eigentlich wieder mal mitnehmen, ne? Das bricht eh bald, also insofern. So what? Okay, wenn Gott klingen, kriegen wir sowieso bald eine neue. Ja, komm. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Mann. Das Ding zwar eigentlich auch nicht, aber ist egal. Was Brauchbares? Oh, eine Donnerblume ist heil geblieben. Cool. Ah, ja. Zerbrich gleich, ist kein Problem. Wir haben noch ein paar.
Nicht den Kopf verlieren, Alter. So. Der hat hinter sich. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Okay, er wollte sogar beide miteinander erwischen. Das haben wir gelohnt, die Ausbeute hier. Der Hammer ist down, der Hammer ist down, der Hammer ist down. Und so singen wir von Gryffindor. Ja, der Hammer ist down. Warte mal, der braucht er eigentlich noch. Weil auftauen ist immer wieder cool. Einfrieren brauchen wir eigentlich eher weniger. Langer Gang hier, ne? Maxi-Trüffel, okay. Ein Stahlinoxblatt machen dürfte jetzt nicht so schwierig sein. Und auch hier cool runterspringen kann, aber eher erstmal einen Schatz holen, sonst noch mal hoch. Die grimmige Gottheit-Mütze. Jo. Was die vom Mond bedroht wurde. Ja, das kann man so sagen. Aber von dir schon ein Foto? Ja, eine Sammlung, ja. Huch, gekauft was. Hallo. Der Bogen ist weg, er ist ja einfach weg. Du. So, mal. Kann nicht mal die hier, ne? Das muss reingezirbelt haben, tatsächlich. Wie sieht es denn aus irgendwie mit... Ne, der bringt nicht viel, aber sowieso noch einen. Aber vielleicht hilft es ja, ne? Ja, der ist zu groß, der verschwindet nicht. Und noch der neue. Habe ich eigentlich die Dinger alle schon mal verballert? Ah ne, hier habe ich noch ein paar. So. Das Horn, ja, das Großschwert, aber wenn es zerfressen ist, nehme ich gerne mit. Ich habe noch kein unzerfressenes gefunden, im Untergrund, das ist nicht zu glauben. Die sind aber auch rar, tatsächlich. So, Waffeausbeute, ja, kann langsam besser sein. Moment. Er wollte eigentlich mal noch da rüber gucken, ne? Deine Sicht der Mayo Signum. Ja. Okay. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Einen Fünferbogen nehmen. Oh, ja schon durch. Das ist alles nur für dich, ne? Sehr schön. Dann haben wir hier aber noch etwas zum Aufsprengen.
Sehr schön, sehr schön. Ich könnte aber trotzdem noch schon ein paar Waffen dabei haben. Mit Eis, ja, wenn ich was Langes brauche. Kurzschwert, für Angriff bei Wurffällen als gewöhnliche Klingen. Könnte man brauchen. Ich glaube auch nicht mal den hier. Aber so, um eine kleinere Waffe zu haben. Gut, das heißt, uns fehlt damit noch ein einziges Stück, ne, von der Grimming Gottheit. Und auch den uralten Baumstoff der Ebene von Hyrule. Der ist, wenn hier die Karte soweit stimmt, müsste der hier unten sein. In der Nähe. Oh, da fahren wir schon aufs nächste Set. Da müssen wir nämlich endlich mal in die Arena gehen. Ja, nicht die Arena im Untergrund, die haben wir schon gemacht. Da haben wir mal Majora's Maske gefunden. Ne, die Arena hier auf der Oberfläche, weil da, ja, da ist ein Donnerdrache, also ein Donnergeorg. Wird auch lustig. Ich dachte gerade, wäre so ein silberner Ding. Bocklin. Warum pisst er die ganze Zeit? Im Real Life würde es mich meistens freuen, aber jetzt hier gerade ist ein bisschen doof. Hätte lieber Sonnenschein. Gut, ich muss zugeben, im Real Life hätte momentan auch lieber Sonnenschein. Da oben schon wieder was. Ach ja, die offene Welt, ne, bei Tears of the Kingdom. Ist ja noch so ein Punkt, wo man sich sagt, von wegen, ey, warum ist es immer noch so, oftmals so leer wie bei Breath of the Wild, ne? Und dort hast du es verstanden aufgrund der Story. Hier denkst du dir so, ja, sind doch schon ein paar Jahre vergangen, hätte man nicht irgendwie ein bisschen mehr auffüllen können von der ganzen Wildnis und so. Ja, geht halt dafür und da wieder, ne, sag ich jetzt mal. Einerseits findet man bei solchen Stellen auch, wenn doch durchaus was machen können. Andererseits denkt man dann so, ja, aber es ist halt dann noch nicht so viel Zeit vergangen, wenn du 100 Jahre lang irgendwie in der Wildnis nichts machen konntest, aufgrund der Gefahr durch die Wächter und so, die von Ganon kontrolliert wurden, von der Verheerung Ganon. Dann, ja, ist irgendwie schon logisch. Dass sich dann auch danach jetzt mal darum kümmern muss, überhaupt irgendwie auch, jetzt mal auch die größten Städte besser aufzubauen, die Verbindungen zwischen einzelnen Reichen herzustellen, ne? Das ist nicht ganz so einfach und dann hier und da vielleicht trotzdem zu versuchen, Standorte bzw. Stützpunkte zu errichten, was man auch getan hat, ne? Aber naja, so richtig lief es wohl doch nicht, ne? Vor allem auch mit Schloss Hyrule, wobei, da verstehen natürlich auch Zelda, die dann sagt, ey, es gibt Wichtigeres als hier Schloss Hyrule aufzubauen. Also muss das Volk dann Sicherheit leben können, ne? Und wo es ja offenbar ging es ja darum, die ganzen Wächter und die Titanen wegzuschaffen und so, ne? Und wieder zu verbuddeln, das hat natürlich auch gedauert. Höhle am Jahrtausendbaum. Das ist natürlich auch so ein Ding, also trotzdem noch so coole Dinge hier findest. Neue Dinge, vor allem auch neue Orte. Ist ja, einerseits finde ich es cool, andererseits denke ich mir dann so eben nach über 200 Folgen, es ist halt auch ein bisschen ausgereizt, das ganze Thema. Ich meine, so gerne ich jetzt auch trotz allem noch dabei, auch hier neue Dinge entdecke, das ist glaube ich die bessere Formulierung, so gerne ich ja neue Dinge entdecke, muss ich trotzdem sagen, ich bin froh, wenn wir hier durch sind, weil ich bin langsam recht geschafft. Klar, man könnte nur sagen, hey, bei Breath of the Wild hat es so ein bisschen mehr Folgen. Zum jetzigen Zeitpunkt stimmt das sogar. Aber wir hatten doch noch die DLCs, ne? Und dann Content. Und hier ist halt trotzdem auf dieselbe Welt. Ja klar, es sind auf 3 Ebenen verteilt, mit Himmel und Untergrund. Da ist schon ein bisschen was Neues. Es ist halt trotzdem eine große, große Welt. Eine große leere Welt. Und vor allem storytechnisch nicht mehr so viel Dosen, die Sidequests. Ja. Die Episoden haben wir auch schon alle gemacht, ne? Das ist bei so einem Let's Play wie dem hier und dem Spiels Let's Play
müssen sich eigentlich wohl eher sagen, hey, beim ersten Durchgang mache ich alles privat, ne? Nichts irgendwie als Let's Play oder so. Und beim zweiten Mal, da mache ich das als Let's Play machen und explizit darauf achten, dass ich halt, ja, aber gewisse Dinge halt anders mache, ne? Und anders aufteile halt. Und wir haben darauf geachtet, ne, dass wir nicht komplette Story am Anfang machen, nicht alle Sidequests miteinander, dass trotzdem noch ein bisschen Spannung dabei ist. Wenn du halt alles schon wüsstest, könntest du auch die Episoden besser aufteilen und hättest dann mehr oder weniger die ganze Zeit hindurch auch Action dabei. Jetzt natürlich ein bisschen abhanden kam, vor allem in den letzten paar Folgen. Und jetzt? So, klettern oder was? Zum Glück ist nicht so rutschig. Ja, sieht mir schon nach Kletterpartie aus. Junge, wie gerne den Enterhaken. Also liebe Entwickler, wenn nochmal so ein Open-World-Game wie das hier, dann bitte baut alte Items wieder ein, ne? Gerade ein Enterhaken, der wäre so praktisch. Würde das so vieles erleichtern. Ich weiß, wir haben noch die Ultran und so, sind coole Fähigkeiten, aber ich glaube, es ist mit dem Endeffekt mal an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, ich hätte gern gewisse alte Items zurück. Und Donnerblumen gab es ja auch wieder, ne? Also wären doch Sachen wie Enterhaken und so ein nächster logischer Schritt, da geht noch weiter hoch. Ach du Scheiße. Doppelhaken direkt, ne? Hatten wir bei Skyward Sword einen Doppelhaken? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist auch so eine seltsame Entwicklung, ne? Ocarina of Time hatten zuerst einen Fanghaken, der nicht gerade sehr lang war. Dann hatten wir den Enterhaken, der wesentlich länger war. Bei Majora's Mask haben wir auf den Fanghaken direkt verzichtet und direkt einen Enterhaken gebracht. Was irgendwie auch logisch war. Ich glaube sogar rückblickend, dass der Fanghaken so provisorisch war. Ne? Also sprich, der war ursprünglich gar nicht geplant, also mussten die machen. Weil sie aufgrund der Zeitnot und so und ja, auch damit zu tun, dass sie gewisse Tempel, die sie ursprünglich machen wollten, wie einen Windtempel oder Eistempel, konnten sie sich mal so richtig umsetzen. Und das mit dem Fanghaken war dann ähnlich. Der wurde dann so reingebracht, wegen, uns wird noch ein Item, was machen wir? Ja, komm, wir bringen mal noch einen kleineren und kürzeren Haken. Damit auch die Spieler gewisse Quests oder Story-Abschnitte schon zu früh machen können. Also im heutigen Zeit eher schwierig wäre tatsächlich. Ne? Heute gehen wir eher ein bisschen darauf zu sagen, du hast eine große Welt, hier hast du die Story, die Reihenfolge, mach was du willst. Hat natürlich was für sich, ne? Muss man auch zugeben. So, dann sehe ich das mal an. Aber trotzdem vermissen wir gewisse Dinge. Und Twilight Princess, das war das nächste, ne? Da gab es einen Enterhaken, es gab nachher direkt noch den Doppelhaken. Da gab es in dem Sinn auch zweimal. Also erstmal hast du einen Enterhaken bekommen, zweites noch einen Enterhaken und daraus wurde der Doppelhaken. Aber ich glaube, bei Skyward so was direkter Doppelhaken, ne? Das war ja auch erst später. Den hast du da auch erst relativ spät, also spät. Aber ja, hast du auch erst dann später bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht, ne? Eigentlich muss ich es wissen, ne? Ist ja bis heute noch eines meiner Lieblings-Zelda-Spiele. Von der Story her, nicht von der Steuerung her, von der Story her. Aber ich finde das auf der Switch haben sie relativ gut gelöst mit der Steuerung. Auf der Wii, da war ja lustig. Beim ersten Mal Wii hatte ich gar keine Probleme mit der Steuerung. Beim zweiten Mal dachte ich so, Alter. WTF. Beim dritten Mal haben sie dann auf der Switch gezockt. So. Wir sind zurück in Gestalt der grimmigen Gottheit. Das wäre natürlich so ein Bosskampf noch episch gewesen, ne? Aber wer hat hier so einen Siegel angebracht, der auf die Seite der grimmigen Gottheit reagiert, frage ich mich. Oh. Ist es vielleicht Majora's Maske oder ist es vielleicht das Horrorkind aus Majora's Mask? Und Ocarina of Time, ne, war dasselbe.
Du hast mein Rätsel gelöst, diesen Ort gefunden. Hervorragend. Die Belohnung sei diese grimmige Gottheit Klinge dein. Ramda, Räuberkönig. Woher hatten die bloß? Oh. Woher hat er diese... Na egal. Fangen wir nicht, ne? Dieses kuriose Schwert soll der Held einer Welt besessen haben, die von einem herabstürzenden Mond bedroht war. Wer es führt, kämpft wie ein Besessener. Ja. Er hat sie auch besessen, ne? Deswegen kämpft er wie ein Besessener. Logisch, ne? Was nehmen wir da Schönes? Das werfen wir weg. Die Waffe hat das neue Waffenball, ne? Wir haben nicht mehr so viele brauchbare. Also im Nahkampf nicht. Doppeldinger will ich ungern wegwerfen. Das will ich eh nicht. So. Obwohl, ne, könnte das Sternteil noch abnehmen. Na egal. Soll ein Königsschwert hier loswerden? Das Eisvogelschwert ist halt cool wegen dem Wind, den es empfacht, ne? Das Zanshin Kurzschwert. Oh je, Mann. Majora's Mask is back. Beziehungsweise natürlich nicht Majora's Mask selber. Aber Majora's Mask können sich jetzt auf was gefasst machen, wa? Das würde ich so feiern, ey. Gerade für die nächsten Konsolen, wenn man nicht nur so ein Porter von Ocarina of Time und Majora's Mask 3D machen würde, sondern sagt, hey, wir legen die Spiele komplett neu auf. In dem Sinne wäre bei Ocarina of Time natürlich sehr, sehr gewünscht, dass vielleicht sogar wirklich das Ocarina of Time wird, was sie ursprünglich wollten, ne? Also quasi nicht nur mehr Open-World-Faktor, nicht so krass wie hier natürlich, aber trotzdem ein bisschen mehr und dass man die Medaillen nutzen könnte, die man dort von den Weisen bekam. Und dass es einen Eistempel gab und der Waldtempel der ursprünglich geplante Windtempel wäre und so. Oh, hier ist noch eins. Was nun? Oh ne, das ist der alte. Okay. Ah ja. So, bevor wir die Folge beenden, weil ich glaube, wir sind wieder leicht drüber. Kann das sein? Muss ganz kurz gucken. 37. Oh, geht noch im Vergleich zur letzten Folge. Ich will ganz schnell. Ah doch, wir haben hier noch ein paar Truhen, ne? Oh Gott, da irritiert, ob hier gar keine Truhen mehr sind. Ne, ich will mal die Quests noch abschließen, ne? Mit den Typen hier quatschen. 3 Uhr morgen, trotzdem noch relativ hell. Ja gut, hier in der Höhle drin. Dass überall ein bisschen Licht hat. Na Jungs, was sagt ihr zu meinem Outfit? Oh. Dummiduck. Oh. Duck. Hab den Schatz. Ah. Schaut mich an. Ah. Noch anders jetzt zu finden. Viele nicht mehr, ne? Geduld, das will wohl überlegt sein. Ha. Ernsthaft? Ah. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mich schon so gefreut, euch die... Naja, haben wir beide lang zu ziehen, wollte ich gerade sagen. Ja gut, Freunde, ja gut. Insofern haben wir das auch gemacht. Ne? Wir haben also aktuell eigentlich nur noch die Sidequest der Brunnenfan offen. Es gibt natürlich noch ein paar andere, logischerweise. Guck, also unsere Pläne sind wir auch schon bald unterwegs. Von den Rüstungssets her, ne? Könnte man sich die Frage stellen, ja, was fehlt noch alles? So aus dem Stehgreif heraus kann ich sicher sagen, es fehlt noch das Set, das Phantom-Set. Natürlich fehlen uns noch einzelne Dinge tatsächlich. Es fehlt zwischen noch der Helm von Radunia. Wir haben jetzt nur 3 Stück hier, also der Feuerhelm fehlt uns noch, aber den werden wir relativ schnell finden. Die ganzen Masken haben wir schon relativ viele gefunden. Der Blitzhelm fehlt noch. Wenn ich nicht alles täusche, ist der wieder mal bei Niger unterwegs, ne? Oder was, der Donnerhelm? Den gab es auch schon beim Vorgänger. Und den Niger müssen wir sowieso noch, also den kriegen wir sowieso demnächst. So Dinge wie zum Beispiel Schneeschuhe oder die Sandschuhe, die haben wir schon. Solche Dinge müssen wir noch ein paar kaufen. Aber wir haben ja genug Kohle. Genau, Sandstiefel, Schneestiefel haben wir schon, können wir eigentlich mal ausrüsten. Da gibt es eben so ein paar
Accessoires nachher, die uns fehlen. Und irgendwie fehlt uns noch so ein Stirnband, beziehungsweise so ein Haarband, was man nutzt kann ich gerade sagen, wenn man so einen Pferdeschwanz machen möchte, als Frisur. So, und die Ausrüstung des Erwachens fehlt noch, also damit wir aussehen wie der Link's Awakening HD. Das Set fehlt und eben, es fehlt noch das Phantom-Set, ne? Dass man aussieht wie Zelda aus Phantom Hourglass. Moment, Quatsch. Spirit Tracks, da druck's hier. Da druck's hier die Rüstung. Und nicht zu vergessen, logischerweise, ne? Wir haben damit erst angefangen. Das Flammenset fehlt noch und es gibt ja, wo wir schon das Blitzstrahl-Set haben, es gibt ja noch ein Eis-Set, ne? Um die 3 Drachen zu repräsentieren. Ich glaube, sonst haben wir alles. Ich würde sagen, das erste Mal fangen wir an mit dem Phantom-Set, ne? Gucken, ob es da irgendwie eine Sidequest gibt, das Ganze triggert. Ja, muss mal gucken, wenn wir das halt dann gleich zusammen machen können. Ich glaube, das Phantom-Set. Ah ne, das war noch ohne, dass wir da zum Donnerchirurg gehen müssen, Gott sei Dank. Aber ja, es liegt auch irgendwo hier unten tatsächlich. Ne? Also eins irgendwo hier unten angeblich, eins noch irgendwie hier in der Wüste, müssen wir auch mal hin. Und dann ist noch eins hier. Schön, ne? Läuft bei uns. Warum habe ich eigentlich ein Sternsymbol noch drauf? Weiß ich gar nicht mehr. Weil, den Quest habe ich eigentlich schon gemacht. Da einen Schatz gefunden, ja auch. Seltsam. Aber ja. Es geht langsam sicher zur Neige und das hier oben ist das eines Ding für die das Erwachen-Set sein tatsächlich. Da müssen wir eine neue Sidequest-Reihe starten. Also auch sowas wie Randas Quest und so. Der Brunnenfan, da muss man mal gucken, aber die, ja gut, markieren kann ich natürlich auf der Karte schon, ja, aber uns fehlen noch so viele Dinge. Da sind noch 19 Brunnen. Wenn ich sehe auf die Karte, ja, wo ich die schon gefunden habe, ne? Das heißt, ich muss dann irgendwann einfach mal den ersten markieren und dann holen wir uns die nach und nach ab. Das ist das Einfachste. Ja gut. Dann mal an der Stelle wieder Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei The Legend of Zelda, Majora's Mask HD. Nein, natürlich. Tears of the Link oder Tears of the Moon oder... Gut, die grimme Gottheit kann nicht weinen. Das ist so. Oh Mann, ey. Aber schon ein cooles Set. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.